Das mir eng Fred ihr Schei aus eisem Schenen Deverdinger Stadium bei enger weiterer Emission Deverdingen 03 Channel kennen ze begreessen. Programm haut Bilder vum Dekrassage vun der Eischter Ekipp. An da geht et weiter mat eisem Spielerinterview den Yannick Basters. No e Rückblick op eisem 40. Spieldag vum Championat den Deverdinger Derby. An da wollte ich auch net vergessen, ich nach un eisem Juventus-Camp run erinnern, die vom 10. bis den 14. April 2017 hai Deverdinger Stadium auflebt, an zum Schluss als Seitpublizität. Viel Spaß beim Nugucken. Am FCD für den Spielerinterview as Deskeier Yannick Basters. De Yannick, den am Mai 1993 geboren ass, huet zu Rëmmeling an zu Träer an den U17 an U19 gespielt. An Donno hueten zu Rëmmeling ab der Eischter Ekipp gespielt, fir Donno an der Saison 2012/2013 beim FCD für den 03 ze wieselen. Am Januar 2004 hat hin die Großchance an England bei Bolton spielen zu goen, Mino enger kurzer Spielzeit als hinterem zurück beim FCD für den 03 kommen. Wie hin Fußball kommen als dat verrät hin als Freundin Carlo Miller. Das ist ganz klein angefangen, wo ich angefangen zu trippeln. Ich mein Pap eben gesehen Fußball spielen und das war der Genre wollte machen. An den no beim Fernseh gucken, wo ich all die großen Sportler da gesehen habe, hun ich noch geduert können an die Ball zu rennen, und sind eben auch Rëmmeling op den Fußball gegangen, für den mal zu probieren. Und du bist bis heute noch nicht bereit? Nee, das nicht. Welche Fähigkeiten muss dann noch Spieler mitbringen, für gute Fußball können zu spielen? Hautstars wird der Fußball viel evoluiert. Ich meine, am taktischen Bereich muss ich ziemlich clever sein. Mir das nicht auch am physischen Bereich, an athletisch mengglisch auch als von den Hauptpunkten, wo ich am Fußball im Moment brauche. Die visuellen Fähigkeiten, ich meine, die helfen noch ganz viel am Fußball. Ja, das sowieso. Aber das sind just paar Spieler, die das eben an sich schon an, ich meine, das kann ich noch trainieren. Aber es sind verschiedene Spieler, die das an sich schon an, die haben eben ein Plus am Fußball da. Wenn du okay Fußball geht spielen, du hast einen anderen Sport, der hast gesagt, was hast du dann da gedurcht, was hast du da vorgestaltet, was hast du da gemerkt? Eng einer Sportart wees du net. Ich gehe ganz viel Basket gucken, wenn meiner Freundin, das ist ein Sportart, wo ich auch gerne gucken. War nicht oder Handball. Das sind zwei Sportarten, die mich wirklich interessieren, noch nach außerhalb vom Fußball. Da kommen wir mal zum Fußball zurück. Jahr 2014 gehen wir mal ganz kurz so ran, wo es den Kontrakt für 19 Monate mit dem englischen Verein, der Bolton Wanderers, unterschrieben hast, den aber nicht bis zum Schluss gehalten hat. Und der Pur da denkst du nach um die Zeit, oder ist das effektiv für dich passiert? Das ist ein gut Frage. Also ich denke, nach Phaseweise denke ich noch wirklich schon drin, weil eine agrable Zeit war für mich. Auch wenn ich ein paar schwere Momente hatte, aber ich meine, das gehört zum Passieren, ich musste mal da leben können. Du warst schon damals nicht verschont gehen, weil du laborierst haut nach einer Verletzung davon. Ja, genau, schon ganz lange eben eine Verletzung mit gedrohen an schweren Haut nach immer. Aber es geht von Tag zu Tag immer besser, und das ist die Hauptsache. Jannik, gehst du danach so eine Aventur angehen, oder? Ja, ohne Zweifel.
wat für eng Zeit oder Match erinnerst du dich nach gern an noch für Wert? Schon viel Matscher am Cup vun Deverding vun der Coupe d'Europe, dat waren ganz schön Zeiten en anderem Tromso an Utrecht, dat sind die zwei Hauptmatscher, woch am Cup hun van Deverding an Coupe d'Europe denken. Sos all die schönen Momente, wo man am Championat verbrut hun an Coupe, wo man auch noch gewonnen hun, dat sind die Hauptmomente, wo ich eben mat Deverding eben am Cup hun. Was fasziniert dich danach so im FC Deverding 03? Deverding huet net gerne. An all den Jore, wo ich lo do sinn, dats még 5 Cäsar amfang. Bleiwt eng Familie wie den Dach woch do kom sinn an das alles familiär an Jüdereen ass bereet Jüdereng ze hëlfen an das fir mech ganz wichtige Punkt vum FC Deverding. Also Kippst du ganz für eine enger schwierige Aufgabe am Championat die Zweitplatz verdedigchen, an der Viertelfinal von der Coupe, wo der dann noch gegen Dittling muss spielen. Du könntest schon wirklich so wie Stör an du lädt den Druck auf der Schüler. Wie geht den du mal darum? Wir gehen mensch ganz gut über dem, weil wir Ambitionen haben neben der Saison. Wir haben noch Kader dafür für ganz wenn du Match spielen. Ob man Dietling lo an der Viertelfinal hun oder du nur an der Final hun, dat möchte am größten Ganzen kein Unterschied, wenn man den Cup gewonnen. Wir müssen noch Dietlinge rausgehalten, wie man Jeunesse der letzten Tour rausgehalten haben, für können eben das erreichen, was man will erreichen. Du hast auch viermal den Trikot gedurft der Nationalequipe, wäre da doch noch ein Thema für dich? Ja, also ich muss eben zu Deverding mich durchsetzen können. Für eben überhaupt mal an der Nationalkipp drin zu denken. Ja. Was sind die persönlichen Ziele, die in so an nächster Zeit nach erreichen? Du hast wahrscheinlich noch Ziele am Cup oder? Fußballerisch gesehen will ich mal nicht mehr weh tun. Also das die Gesundheit das für mich Punkt Nummer 1. Und dann Punkt Nummer 2 wünsche ich mehr an Deverding, dass man vielleicht einen Champions-Titel oder die Coupe gewonnen. Janik, du gibst schon ganz viele junge Menschen, die für den Fernseher oder für der Playstation Fußball spielen oder kicken, weil ihr so seht. Als der durch will, für sich fit zu halten, was hältst du davon? Für eine Playstation oder für den Fernseher? Fernseher, Playstation, ja. Ja, also das ist nicht tatsächlich wie raus trainieren gehen. Also kann ich vom Fernsehen gucken für die Großspieler kann ich eben dazu beilehren, wie ihn taktisch oder was auch immer kann ameliorieren. Aber ich meine nicht, dass das gut ist für gute Fußballspieler zu gehen. Also hast du den richtigen Kontakt mit dem Ball, hast du noch immer ja, das, ja, genau. Was möchtest du an deiner Freizeit oder hast du überhaupt Freizeit? Ja, schon beste Freizeit, ja. Ich denke ganz viel Fußball war meiner Freizeit. Ich gucke ganz viel Fußball auch. Wenn nicht, dann gehe ich meine Freundin gucken, wo auch noch Basket spielt. Also aus einer Sportart in einem Land, weil das interessiert mich auch immer. Hast du noch Zeit für über Facebook oder Twitter dich mit Freunden, Kollegen zu erhalten, in Kontakt zu behalten? Ja, schon kein Twitter, aber schon Facebook und ich habe ganz viel Kontakt mit meinen Kollegen über Facebook oder sonst einer sozialen Netzwerke. Und sonst, wie soll ich das so, was für Negativtouren du hast, wo du siehst, okay, du musst mich nach drin verbessern. Und die andere Seite, wo du siehst, okay, das kann ich gut machen. Am Football? Ich muss physisch muss vielleicht noch ein bisschen, bisschen beitragen. Taktisch fand ich sind ich aber ganz okay. Meine Schnelligkeit als Ohren do. Ich meine, das nach ganz viel Luft nur, wenn am physischen Bereich an ich meine, hoffen, dass der Stadt noch kann ameliorieren. Wie sind nur die Freundin frohen, wie du so am normalen Leben bist, weil du wie du nur gefragt hast, du kannst uns so vielleicht so, wo hast du Fehler am normalen Leben oder selbst hättest du innerviert oder? Ja, ich bin viel zu ruhig. Also wenn irgendetwas nicht geht, dann halte ich lieber meinen Mund am Platz, heinst du etwas zu sagen, was heinst du besser wäre, für den Mund abzutun. Die letzte Frage an eine ganz kurze Antwort, ja oder nein. Wenn du eine Person auf die Tür könnt, willst mit der schwätzen, bist du dann froh, wenn sie näher Fußball versteht? Ja, glücklich.
Hei so mir dem Yves an dem Li Schwarmes vun Sleikers vun der Schwelzech e ganz grosse Merci an hunn den Yves gefrot, wat de Sponsoring mam FCD Verding 03 him bedeit. Ich sinn sech schon seit filmmi lang am Verein, awer net lo aktiv Member sinn mat még Pap Trapeusko gegangen, donno si mat déi den Ku gegangen. An wo mat gerecht opgemet hunn, do hummer der gedeet fir den Déiverdinger Club iwwe bëssen ze erstëtzen mat dem Sponsoring. Sponsoring ass natilech immer en Dëmmer an, dat hicht mir bezëllen als Sponsoringer. Mir hoffen natürlich auch, dat soviel wie möglich Supporteren an Spieler vun Déiverding bei an gerecht komme fir hier Reparaturen zu machen oder Pneuen zu kaufen oder eben was im Auto auffällt. Ja, klar, möchte man ganz viel Spaß. Ich war 5 Jahre lang Masse zu Déiverding. Dafür ist sowieso keine andere Equipe aus der Nationaldivision aufgekommen. Außer Déiverding 03. Ich meine, ich hatte ganz schöne Momente mit ihnen gehabt, wo wir die Cup gewonnen haben, wo wir Cup d'Europe gespielt haben, wo wir mit der Equipe aufs erste gegangen sind, rausgegangen sind. Das war wirklich flotte Momente. Wollte ich aber nach unserem Juventus-Camp 2017 erinnern, die vom 10. bis den 14. April 2017 hier auf unserem Déiverdinger Stadion auflief. Ob das flott sportliche Evenement kommen wir die nächste Sendung auch nach ein zurück. Die könnt ich aber auch schon ummelden unter diesen 2 Mailadressen, die hier innen angeblendet gesehen. Mam Déiverdinger Derby den Progrès Niederkoer gegen den FC Déiverding 03 huet den 11. Februar Trekon vum Championat Nice ugefangen. Fir als Junge war dat natürlich e ganz guten Depart, die mat engem 2-1 sech konnten durchsetzen. Mir weisen ich pu Bilder an och e pu Interviewen. Voilà, en première mi-temps, on avait bien commencé le match, mais Niederkorn tactiquement nous attendait très bas, donc c'était compliqué de trouver les situations intéressantes. Nos 2 arrières latéraux ont pris beaucoup plus de volume en deuxième mi-temps, surtout Franzoni qui nous a permis de venir plutôt dédoubler côté droit. La rentrée de Bastos aussi nous a fait beaucoup de bien sur le côté et Almeida a retrouvé toutes ses sensations, ce qui nous a amené une deuxième mi-temps où je trouve on a dominé de la tête et des épaules, hormis une frappe juste à côté et leur but sur contre. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas photo, Differdange mérite sa victoire. Et le carton rouge de Omar Rafik? Ouais, je trouve ça un peu scandaleux parce qu'Omar il prend une dizaine de coups par match. Là, il y a une simulation. L'arbitre lui met rouge. Et quand on voit que Ramdenovic, lui, est encore sur le terrain après tout ce qui s'est passé pendant le match, voilà. Heureusement, il y avait un bon Dieu. Ramdenovic est encore sur le terrain. Il a provoqué le penalty, ça nous a fait gagner. Donc voilà, il y a eu justice. Bah après comme juste sur le geste, bon mérité, je peux pas me plaindre, j'aurais pas dû faire un geste comme ça, bon même s'il exagérait par Adrien, je le connais bien, la preuve on s'en est expliqué après, il joue le jeu et puis je suis tombé dans le panneau et puis voilà, mais comme je disais c'est beaucoup plus de la peur quand il vient tacler, j'ai vraiment peur qu'il me casse le tibia, j'ai même une trace, c'est le foot, c'est mon premier carton rouge, j'apprends encore même à 31 ans et voilà. Ja, wir gewonnen. Ich felicitiere die ganze Equipe für die Leistung, die sie heute durchstehen. Ich meine, es war ein Plaisir, ein guter Match, also beide Seiten. Ein spannender Match, richtig ein Derby. Natürlich, wir verlieren Lodem Nummer, wahrscheinlich für den einen oder den anderen Match. Ich will nicht mit dem Arbitrage so, ich meine, beide Seiten. Also, es war, naja, war so. Wir lauschten eine kleine Analyse über das Match mit dem Niederkorer Trainer den Paulo Amodio. Voilà, auch verdient, dass Déiverding 1-0 auf Führung kommen. Voilà, da haben wir doch immer eine gute Reaktion gewesen. Wir sind nicht so oft fertig springen, noch eine Minute 0 rumzukommen. Und ich gebe so, wir sind gut rumkommen, noch eine Minute. Ich habe noch da gemerkt, voilà,
vielleicht gibt es enke op Beisfawe oder der Match geht man en Gemeinde vielleicht aus voilà. Und du mal den Menge schmuse Dundheit eine kleine katastrophale Fehler gemacht de Ball de muss einfach do fort voilà. Lust Deichsel wie Skol voilà. Do op sinnfälte Goal an voilà. Duch eng klenge individuell ja, Fehler verding dat eiskal ausgenutzt und voilà, da könnt an nach den 11 an anderen Drden, wo en het keinte peifen gi so keinte peifen. Voilà, was den 2 hannen an voilà, da wat geschiet. No enger seit Publiitéit ass de Programm vun Haut Oremnees NU Ech hoffe net war interessant fir Riech. Et géif mech fri wann der die nächst Emissionionerem dobäi wieet an dat den 11. März. Hal dech alle goete Monter, so er Schmerze fir no kocken Ädi bis dann.